Schönen Bonjour von Straßburg. 2014 war kein einfaches Jahr. 10 Millionen Syrer sind mittlerweile auf der Flucht am eigenen Land oder am Ausland. Diplomatische Erfolge für im Ruhe an Land zu kriegen, haben bislang nicht gebracht. Am Gegenteil, die Zahl von den Toten hält nach all der zu. Damit nicht genug, neben der Gewalt, die vom Assad-Regime ausgeht, entwickelt sich zusätzlich eine Form von Barbarei, die mittlerweile Großteile vom Mittleren Orient in Panik versetzt durch Kreuzigungen oder Exekutionen für laufende Kameras. Dafür betroffen sind in Irak und Syrien. Menaciert, zumindest an ihrer Stabilität, sind Länder wie der Libanon, aber auch Jordanien. Eis trennen, Eis, das heißt die Europäische Union, nimmt 75 Kilometer Mittelmeer von der Westgrenze von Syrien. Nicht viel mehr weit weg von der Südgrenze von der Union als Libyen, wo der Staat den Terror nicht mehr mächtig geht. Von der Krise geht wenig Reds, weil es eng für vielen ist, die keinen Angang an die Hauptnachrichten mehr fanden. Mit den Krisen am Südsudan, an der Zentralafrikanischen Republik oder am Mali sind Ressourcen von ECHO, dem europäischen humanitären Hilfswerk, schon überstrapaziert. Seit dem Sommer haben wir da auch mit einer neuen Plot zu dienen. Ebola heißt sie, und hat 3 Länder fest am Griff: Guinea, Liberia und Sierra Leone. 3 Länder in Westafrika sind vom Frühjahr an mit der Ebola-Epidemie befasst. Wir wollen und müssen den 3 Ländern helfen, nicht nur, weil sie nicht lang aus eigener Kraft da fertig gehen, sondern weil der Virus reduktabel ist und sich nicht an Grenzen steuert. Kapstadt, Johannesburg und Pretoria sind viel mehr weit von den Ländern weg wie Paris, Brüssel oder Lützeburg. Mit unseren Erfahrungen auf der Ebola-Front schützen wir uns selber ob manst gerade so viel wie die Afrikaner. Aber wie ist dann Europa? Nun, wir sind 2014 auf eine Illusion mehr angehen. Hatten wir doch gemeint, dieser Kontinent kann definitiv auf Frieden leben. 2014 sind an Europa Grenzen verändert gehen auf eine nicht friedliche Manier. Wohl hatten sämtliche Staaten im europäischen Kontinent sich an der Helsinki-Akte von den 70er Jahren engagiert, das nicht mehr zu machen. Das größte Land in Europa hält sich aber nicht mehr dran. Er schenkt den aufgedrehten Satz, um Materialität zu gehen, die sagt, wenn Stärke vom Recht nicht mehr zählt, da gilt das Recht vom Stärkeren. Russland refusiert momentan Grundregeln für den Erhalt von der Sicherheit an der friedlichen Kooperation anzuhalten, mit dem Resultat, dass die Ukraine auf eine dramatische Manier prüft. Was können wir aus der Ukraine-Krise lernen? Nun, die Krise hat eine ökonomisch, eine politisch und vor allem eine sicherheitspolitische Vorgeschichte. Beschränken wir uns aber auf die politischen Hauptaspekte. Sicherheit organisieren in Europa geht nicht mehr, wenn daran noch die russischen Interessen berücksichtigt gehen. Das hätte in der Vergangenheit, ehrlich gesagt, wenn auch nicht mehr atmosphärisch gesehen, uns besser können ausgesehen. Egal wie dann in der Zukunft östlich von der Europäischen Union an Europa ausgesät, der Dialog mit Russland muss eine andere Qualität kriegen. Ein korrekten Umgang für bessere Relationen im ganzen europäischen Kontinent muss als gemeinsames Ziel sein. Die sukzessiv russisch Verstöße gegen Völkerrecht können nicht reaktionslos hingeholt gehen, das ist klar. Dafür hat die Europäische Union ja auch Sanktionen dezidiert. Erstaunlich ist immerhin, dass die 20 Memberstaaten sich darüber konnten einigen. Die Sanktionen verbunden mit dem Verfall von den Petrolpreisen treiben aber Russland an die Rezession. Schlechte Novelle für Russland sind nicht automatisch gute Novelle für uns. Was wir aber für allem können festhalten, als die Anziehungskraft die Europäische Union weiter bei seinen Operen hat. An der Ukraine reduziert sich mittlerweile der Großteil der politischen Erwartungen auf einen Beitritt an die Europäische Union. Davon sind wir aber nach Lichtjahren weit weg. Wird die Europäische Union binnen seiner eigenen Grenzen so attraktiv wie außerhalb von denen selbsten, bereicht um die Akzeptanz von der Europäischen Union keine Gedanken zu machen. Also zurück bei uns. Was können wir festhalten? Große Herausforderungen an eine neue europäische Führung mit einem neu gewählten Parlament, einer neuen Kommission unter der Leitung von einem Lützeburger, und das für die 3. Kehr an der Geschichte der Kommission, und einen neuen Präsident vom Conseil Européen. Keine Schonzeit für Jean-Claude Juncker und seine Kommission. Dieselbe Kommission packt aber resolute Steuern mit den Herren an, erlegt kurz nach ihrem Antritt schon einen Investitionspakt von 315 Milliarden vor. Wir am Parlament sind froh, dass diese Kommission wirklich eine politische Kommission ist. Sie geht darüber gemäß, wie sie kann dazu beitragen,
d'Arbeitslosigkeit zu reduzieren, Vertrauen vun de Bierger an d'Institutionen zu vergréisseren, an net zuletzt, ob se den Apparat zu Bresel am Griff huet oder ëmgekeiert. 2015 bringt neue Herausforderungen. Oder méi einfach gesot, all Herausforderungen, die 2015 nach riskieren méi grös zu ginn, werden mat nächste Jahr op der Tagesordnung hunn. Hol man dat also echt? Gëtt de Grund zur Panik? Ich ging so nimmen dann, wann man selber gegen opgehen. Wir wollen kein Fatalisten sein. Politik hecht gestalten, Zukunft gestalten. Die Voraussetzungen für das zu machen sind heute besser, wie das nach 4 Monaten der Fall war. Das wäre ein kurzen, unkompletten Rückblick. Mehr detaillierte Informationen könnt ihr kriegen auf charlesgoerens.lu. Ich alle wünsche euch aber schön Feiertag. Merci. Le coût des interventions est un bon indicateur de la gravité du problème qui fait l'objet du présent débat. Les crises auxquelles nous devons faire face surprennent tant par leur durée que par leur ampleur. La situation en République centrafricaine, tout comme les conflits au Sud-Soudan, sans oublier la Syrie, il est vrai, font que l'Union européenne doit consacrer davantage de fonds aux réponses à ces crises. Mais soyons réalistes, les montants réclamés sont, somme toute, assez modestes. 150 millions d'ici au mois de juin, plus 250 millions jusqu'à la fin de l'année, sont des montants additionnels dont elle va avoir besoin. Quand je parle d'elle, c'est l'action humanitaire. Le Parlement est prêt, j'en suis sûr, à assumer ses responsabilités, comme la commission budgétaire du Parlement européen vient de le faire pour la première tranche de 150 millions. J'espère que nous pourrons surmonter les réticences et les lenteurs des États membres qui s'opposent encore à la mise à disposition des 400 millions d'euros pour faire face à une situation exceptionnelle. Réduits trop souvent à l'impuissance lorsque les drames éclatent, nous serions particulièrement mal à l'aise de devoir expliquer aux victimes de ces catastrophes que, pour une querelle budgétaire déjà presque mesquine, nous serions également réduits à l'observateur impuissant d'une situation humanitaire qui ne cesse de se dégrader. J'en appelle aux États membres de ne pas s'obstiner dans une opposition à la demande de crédits additionnels pleinement justifiée et de faire honneur au département le moins contesté de la Commission qu'est l'action humanitaire. Il n'y a pas lieu d'être fier de déployer tant d'efforts pour finalement déboucher sur un simple transfert de crédits, certes au profit de l'action humanitaire, mais néanmoins aux dépens d'autres instruments relevant de la solidarité internationale déjà chroniquement sous-financés. Une fois de plus, on va déshabiller Pierre pour habiller Paul. Je voudrais demander à l'honorable député s'il se rend compte du fait que c'est une Britannique qui dirige le service d'action extérieure depuis 5 ans et que lorsqu'on aborde la question des affaires étrangères et de l'influence du Royaume-Uni en termes d'influence, on ne peut pas laisser de côté cet aspect. Tout a été dit et redit sur les crises actuelles. Mon point, cependant, a trait à l'autorité et au respect qui doit revenir tout naturellement à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Les autorités des États membres pourraient bien contribuer au renforcement de son respect en refusant d'interférer dans l'action de Lady Ashton et en se rangeant derrière elle et sa politique plutôt que d'essayer de l'éclipser du devant de la scène. C'est à nous de défendre l'autorité de sa fonction en signalant, le cas échéant aux puissances étrangères, que c'est la haute représentante qui s'exprime en notre nom et non pas celui ou celle que leurs dirigeants veulent bien nous imposer. Si on pouvait au moins s'entendre sur cela, on aurait déjà fait un grand pas en avant, en commençant par exemple à l'appliquer dans le cadre de la crise ukrainienne.